bitte. Jetzt ist ja endlich da, die Zeitschrift mit der Schönheitskönigin. Da wird sich mir gefreut, Martin freuen, wenn die da ist. Will ich gleich mal ein Bier fertig schenken, der kommt sowieso gleich. Ja, grüß dich Gott, Hirsch. Sag mal, weißt du das schon? Was soll ich wissen? Sie ist da. Sie ist da? Ja. Das freut mich. Was ist denn da? Die Zeitschrift mit der neuen Schönheitskönigin. Ach so, diese kommen, ja. Ja, da, ja. Wo hast du es denn? Wo Ja, denn? da ist er her. Ui. Da ist er her. Nein. Da ist er her. Da Das ist er her. ist sie, gell? Jetzt schaut dir das einmal an. Na. Schaut dir das einmal an. Mei, schön. So was wird Schönheitskönigin. Warum, ne? was hast du? Mit so einer dummen Nase im Gesicht. Na, die Nase ist doch nicht ausschlaggebend. Das ganze Gestein ist wichtig. Schau doch hin, diese Augen. Und diese Architektur. Ja. Ja, da die Nasen gar nichts zum Sagen. Ja gut, das Gestein ist gut. Eben. Das ist, Ja, aber die Nase ist groß. das ist groß. Okay, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit der posiere, da hätte ich immer Angst, dass mir die beim Schmusen mit der Nase sticht. Jetzt sag ich dir was, pass mal auf. Erstens einmal ist das unsere Schönheitskönigin. Ja. Zweitens wird die mit dir nie schmusen. Ah. Und drittens, schau sie bitte noch mal ganz genau an. Die ist doch todsicher eine Todsünde wert, oder? Ja, da hast jetzt du. Also dann, ne? Du, pass auf. Ja. Ich habe mich eigentlich schon oft gefragt, Ja. warum uns wir bei einem solchen Schönheitswettbewerb nicht beteiligen. Wir zwei? Wir doch nicht. Ja, dann? Unser Dorf. Ach so, so. Aber wir haben doch so schöne Ja, Mädel. das stimmt, Herrgott. Das wäre eine super Werbung für unser Dorf. Ja? Stell dir mal vor, aus unserer Gemeinde kommt eine Schönheitskönigin hervor. Die ganze Welt hat uns kennenlernen Genau, du, von überall das herkommen sie. Ja. Und die Weiber, Ja. die dann alles bei uns kaufen. Ja. Alles möchten sie haben von uns. Ja. Unsere Eier, Was? Butter, Milch. Ach so. Ja, also, ja, weil sie dann glauben, sie wären genauso schön wie unsere Mädel. Ja, aber es wäre schon Aufschwung für unser Dorf, mein Lieber. Da wir reich werden alle. Wir müssen unbedingt sofort zum Aussucher anfangen. Ja. Alle Mädel müssen angeschaut werden. Ja. Jede Bauerntochter, Ja. jede Stallmagd, Ja. jede Saudieren, alles wird angeschaut. Was? Saudien auch? Ja, warum nicht? Ihre Sei bringt sie ja nicht mit. Ach so, ja, da hast du recht. Na ja, und dann müssen Sie die Mädchen sofort alle fotografieren lassen. Ne? Genau. Und die Bilder, die schickt man dann. Wo schickt man denn die Bilder hin? Das weiß ich auch nicht. Da fragen wir einen Herrn Pfarrer. Dann. Was denn, meinst du, dass der Pfarrer dazu stimmt? Ja, das weiß ich auch nicht, aber mehr wie Nein sagen kann er doch nicht, Ja, oder? natürlich, das freilich kann ich. Wir haben ja saubere Mädchen in unserem Dorf. Ja, Kunststück. ja. Gesunder Schlag, oder? Also ich weiß nicht, hier, wenn ich so überlege, wie wir zwei noch jung waren, habe ich das Gefühl, da waren die Mädchen noch schöner. Ja, da hast du halt noch besser gesehen, oder? Ja, aber du hast schon recht. Ja? Die Mirl vom Waldbahn, ach, das war ein sauberes Weil Mädel. die Waldbauernmühl, Ja. war das ein schöner Wald? War das ein schönes Mädel, meine ich natürlich, ja, ja. Herrgott, und die Tochter vom Seiler. Kannst du dich an die Seiler-Tochter erinnern? Ja, natürlich. Ja. Wie mir die gefährlich waren, habe ich mich abgeseilt. ja. Seiler. Agnes hat's geheißen. Seiler Agnes. Ja, du, die hat eine gute Partie gemacht. Ja, damals. ja, ich hab sie vergönnt. Ja, du, aber eine war noch schöner. So, wer denn? Die Johanna vom Städtner. Mei, die Johann. Ja, die Johanna. Mei, das war die Allerschönste. Eine schönere hat's gar keine gegeben. Aber ein Rabenviech war's doch. Ja, alle hat's zum Narren gehalten. Ja, darum sind sie ja nachgelaufen wie die Deppen. Du auch? Aber du auch. Ja, Ja. Ein Gutshof ist damals aufgekommen, gell, zum Gutsherrn, nicht? ja. Und wie die Alte dann gestorben ist, dann hat's der junge Gutse, der Herr Eibisch, der hat's dann nur eine Zeit lang behalten. Ja, genau. Ja. Bei die Johanna, was wird's denn jetzt machen? Wo ist denn jetzt eigentlich? Die ist jetzt in der Stadt drin beim Theater. Schon, beim Theater.
Ja, als was denn? Ja, Sängerin und Schauspielerin. Ja, hör auf. Heibisch hat's doch ausbilden lassen. Naja, das schon, meine Johanna. Das war damals war es 20 Jahre alt, gell? Ja, das stimmt. Und jetzt ist es 25 Jahre her. Das stimmt, weil die Johanna ist genau 45. Ja, weil die Zeit vergeht. Ja, ja. Und die Tochter, die Nanni, ist jetzt genau 25 Jahre alt. 25 Jahre, die Ja. Nanni. Die kleine Nanni ist jetzt 25. Du sag einmal, woher weißt denn du das alles so genau? Was? Ob halt ein gutes Gedächtnis, oder? Ein gutes Gedächtnis, ja. Dann weißt du vielleicht auch bei deinem guten Gedächtnis, wer der Vater von dieser kleinen Nanni, von der Johanna ist, ja? Na, Nein? das hat die Johanna nie verraten. Das hat sie nie verraten. Auf alle Fälle war es ein braver und lieber Mann. Ja. Ja. Der hat damals ins Taufkissen ein Sparbuch hineingesteckt, ne? Jawohl. Ja. Einen ordentlichen Ja. Betrag zur Erziehung Ja. statt der Alimente. Ja. Woher weißt denn du das? Was? Denken wir halt. Ne? Das denkst du dir halt. So. Aha. Er denkt es halt. So. Ja. Na ja, gut. Ja, aber jetzt ist er die Nanni in Ebersberg bei der Zilli, was, bei der Schwester von der Johanna. Ja. Ah, das weißt du selber. Ja, das weiß ich, freilich weiß ich das selber. Aber woher weißt denn du das? Ja, du, ich habe eine Wirtschaft, da kommen die Leute von überall her, da hört man vieles. Ach so, da ist er her. Ja. Und weißt du, was ich noch weiß? Ja, was weißt du noch? Dass die Nanni viel schöner ist wie ihre Mutter. Woher weißt du das? Ha? Erzählen habe ich es mir lassen. Erzählen hast du es lassen. Ja. So. Ja, aber jetzt fahre ich mal bei Gelegenheit rüber nach Ebersberg, wenn ich mehr Zeit habe und Ja. schau mir die Nanni dann etwas genauer an einmal. Was interessiert dich jetzt plötzlich die kleine Nanni so? Ha? Mein Gott, wenn man schon die Mutter so gut kennt hat, oder, dann schaut man sich doch die Kinder von der Mutter auch gern an, oder nicht? Oder? Darum fahre ich mit. Ich habe in Ebersberg auch noch einiges zu erledigen, ne? So, Sind Sie ja, dabei? Gut, was mit? Ja, da fahr ich mit. Das passt schon, das Ja, passt mir. ja, Ja, sicher. Du bringst Auto und ich sag dir einen Weg. Ja, ist schon da. Oh, Herr Laser. Der Postbote hat mir gerade das Küchenfenster, hat er mir den Brief gegeben, hat er gesagt, Rosl, hat er gesagt, gib deinen Herrn und Meister den Brief, ja. Dann habe ich ihm gesagt, dass der Bürgermeister auch da ist, dann hat er gesagt, das trifft sie ganz gut, gib dem Bürgermeister den Brief, dann spare ich mir den Weg zur Gemeinde, Was gell. ist denn her? Was hast du denn? Der Brief, Was ist mit dem? der hat vielleicht ein Griecherl, Was? ein Duft, der riecht ja nach Veilchen. Na, Veilchen. Jetzt sag einmal, hast du Patsy, eine Freundin in der Stadt, die einen Blumenladen hat, Ja, ich kann's machen. Ah, du bist mal schon der Richtige, Hau ab, gell? sonst kriegst du auch ein Pfeilchen. Ja, deine Rosel, deine Wirtschafterin, die wäre ganz schön vorlaut, das sag ich dir. Ich glaub, mein Brief muss genau auf dein Drunkling sein, weil der riecht auch noch Pfeilchen. Tatsächlich. Wer kann denn mir da geschrieben haben? Ha? Wer schreibt denn mir aus der Stadt? Vielleicht ein amtliches Schreiben, ne? Gar keine Verwandten da drin. Aber ich wüsste nicht, was für ein Beamter nach Veilchen riecht, ne? Wahrscheinlich vom Tierschutzverein. Schauen wir halt einmal, ne? Ja, lieber Martin, wer sind das? Deine Johanna Goldrecht. Was? Ja. Deine Johanna? Ja. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Na, lieber Martin, Mein lieber Hirs, lange habe ich nichts von mir hören lassen. lange habe ich nichts von mir hören lassen. Sei nicht böse, aber mein Beruf. Hält mich sehr in Aber Atem. jetzt brauche ich deine Hilfe, mein lieber Martin. Es handelt sich um meine Tochter, die Nanni. Warum ich gerade an dich schreibe? Kannst du dir denken? Ja, natürlich. Na, freilich, Die freilich. Nanni ist schon ein großes Mädel Die und Burschen steigen ihr nach. Oha,
da bin ich vorher noch da. Oh. Hoppala, da muss ich aufpassen. Lieber Martin, wir wissen, wie leicht ein Malheur geschehen kann, nicht wahr? Ja, das weiß ich. Das weiß ich noch. Ja. Ja, und ob ich das weiß? In Ebersberg wohnt ein Bursche, Der ist auf meine Nanny abgesehen. darum muss ich von dort weg. Ich schicke Sie zum Klimuserwirt. Zu Ihrem Tasche. Ich schicke sie zu dir, lieber Hirt. Dort kann sie sich als Kellnerin nützlich machen. Und du passt auf sie auf, damit sie einen Schutz hat. Du hast das Recht und die Pflicht, dich um die Nanny zu kümmern. Du hast das Recht und die Pflicht, dich um die Nanny zu kümmern. Bald hörst du mehr von mir, mein lieber Martin. Indem ich mich an vergangene schöne Zeiten erinnere, Grüße und küsse ich dich, lieber Martin. grüße und küsse ich dich, lieber Hirt. Deine Johanna. Deine Johanna. Die Johanna. Ja, rette Johanna. Du Martin, Ja, was ist? du pass mal auf. Ja. Hab ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich eine neue Kellnerin krieg? Ja, du kriegst eine neue Kellnerin? Ja? Ja, was du nicht sagst. Ach, das weißt du schon. Was weiß ich schon? Dass die Johanna, dass die Johanna ihre Tochter herschickt zu dir als Kellnerin, ne? Woher weißt du das? Denk mir's halt, ne? Denk ich mir. Nein, das brauchst du mir nicht verzeihen. Sowas denkt man sich nicht. Ja? Ich möchte es wissen von dir, wie du auf die Nanny kommst. Ja, wie komm ich denn jetzt auf die Nanny? Ha? Ja, ich Was, weiß es. warte. Du hast mich belauscht, wie du meinen Brief gelesen hast. Ja? Wieso? Steht das vielleicht in deinem Brief drin? Kann schon sein. So? Das hat sie mir gar nicht geschrieben. Was hat sie dir auch geschrieben? Kann schon sein. Dass die Nanny zu mir als Kellnerin kommt. Kann schon sein. Ja, was geht denn das dich an? Was weißt denn du? Ja, was weißt denn du? Du führst dich ja auf, als wenn du der Vater von der Nanny wärst. Kann schon sein. Was? Ja, pass auf, mein lieber Hirsch, ich werde jetzt etwas anvertrauen, was nur eine Person weiß. Pass auf, da muss ich dir auch was anvertrauen. Ja? Das weiß auch bloß eine Person. Lieber Hirsch, Mein lieber Martin? dieser Brief da, Nein, dieser Brief da. bitte lies. Da liest du ja. Lieber Hirsch. Lieber Lieber Hirsch, deine Tochter, Hirsch, Martin. einer von uns zwei ist ein großer Depp. Aber wer? Das, wenn ich wüsste. Du Martin, Ja. hast du der Nanny auch ein Sparbuch unter das Taufkissen gesteckt? Ja. 10.000 Mark. Oh, du Depp. Hirsch, hast du der Nanny auch ein Sparbuch ins Taufkissen gesteckt? Wie viel? 10.000 Mark. Oh, du Depp. Nein, vielleicht bin ich gar nicht der Depp, denn Ja? einer von uns zwei... Ja, einer von uns zwei, aber da welche? Ja, das wird sich herausstellen, weil wenn die Nanny kommt, Ja? dann sehen wir ja gleich, wem sie ähnlicher schaut, dir oder mir. Ja, gut, in Ordnung. Warten wir so lange. Und bis dahin streiten wir nicht mehr. Das ist ja gell? genauso Ja, machen. wenn wir nichts mehr reden. Wer gleich? Bitte den Platz. Lass die einmal wieder anschauen. Meine Kräuter, die laufen mir nicht nach, die muss man schon selber holen. Ja, der Kreiter Selbstkräftigung, das ist drin, servus. Na, was gibt's denn Neues im Umkreis? Ha? Nichts Besonderes. Ja? Ein Kramserbauern, sein Alter ist gestorben. Ja? Was hat dir denn gefehlt? Ja? Und nicht viel. Ein Ros hat's erschlagen. So ein Ross bräuchte ich auch. Wie geht's denn deine Alten? Gut, er hat ja keine Rosen. Naja, was heißt, wie geht's ja? Du kennst doch die Frauen, wenn sie ein bisschen älter werden, dann kriegen sie überall Zipperlein, ne? Da muss ich ja heute wieder einmal ein paar Kräuter bringen, da wird's schon wieder besser. Ne? Weißt du, zur Zeit hat sie einen recht einen bösen Husten, ne? Ja. Ja. Ja, da habe ich einen ganz starken Abführmittel-Tee. Sepp, spinnst du? Hörst du nicht zu, was ich sag?
sie hat einen starken, bösen Husten. Ja, ja, die immer saufen, dann traut sie sich nicht mehr husten. Ja, natürlich. Ja. Übrigens, Gemoser Wirt, Ja? für dich hätte ich wieder eine. Was? Ein nettes Weiberl. Nettes Weiberl. Ja, du bist doch jetzt lang genug, Witwer. Da wirst kein Glück haben, das ist ein Weiberfeind geworden. Ja, ich hab doch die Rosel. Sie ist zwar nicht die jüngste und schon gleich gar nicht die schönste, aber kochen kann sie. Ja, nichts gegen deine Rosel, aber fürs Herz braucht man doch auch was. Ja, schau, du bist doch ein alter Kuppler, du. Ich brauch doch keine Frau nicht. Ja, jeder braucht eine Frau. Aber, Aber wenn bei dir irgendwas fehlt, Bei ihm? oder besser gesagt, irgendwas haut nicht mehr so hin, Ja. ist ein bisschen verstimmt. Kommst zu mir, der Seppi, von mir kriegst du ein Kräuterl, das riecht sogar an Toten wieder aus. Hat das gehört, an Toten riecht's auf. eine von unseren Weiber im Dorf muss ein Ratschen sein. Da gehört, hä? Ah, du bist ja so ein Basis-Overgrad. Ja, freilich. Da gehört eine fesche Wirtin rein. Ja. Dein Rosel, wenn an einem Fassel vorbeigeht, wird's Bier sauer. Aber die Zilli, die ich kenne, Ja. die ich meine, die kocht wie eine Königin. Ja? Ja. Jetzt ist sie drüben beim Pfarrer in Ebersberg als Pfarrerskähen. Ebersberg? Kennst du die Zilli? Natürlich, das ist die Schwester von der Johanna, die bei uns am Gutsherrn in Dienst war, ne? Ja, das stimmt. Die Johanna, die war da am Gutshof. Ja, genau. Und die Zilli ist ihre Schwester. Ja, du, sag mal, warst du die letzte Zeit einmal drüben in Ebersberg? Erst vor ein paar Tagen. Ja? Ja, warst du am Pfarrhof auch? Ja, freilich. Die Zilli und ich, wir sind eine gute Freund. Ja, du, pass auf. Hast die Tochter von der Johanna, die Nanni, hast die auch gesehen? Herrgott, ist das ein sauberes Mädel. Ist wahr? Da legst du nieder. Wem schaut's denn ähnlich? Was? Ist sie schwarz oder blond? Melange, ja. Melange, ja. Melange? Mit was? Was ist denn ein Melange? Gemischt. Also gemischt, aha. Aber eine gute Mischung. Ja, was hat denn für Augenfarbe? Braun? Oder blau? Ja, ist sie groß? Oder klein? Ist sie dick? Oder schlank? Ist sie geschirgert? Hat sie einen kurzen Fuß? Ist sie deppert? Was willst du noch jetzt wissen? Der Herrschaft, das interessiert uns halt. Weißt du, wie die Nanni ausschaut, weil wir doch ihre Mutter, die Johanna, auch so gut kennen. Genau, weil wir die Mutter kennt haben. Ja. Jetzt fällt's mir ein. Was? Ja. Ihr zwei seid doch der Johanna nachgerannt damals. No, Na, was warst du da nachgerannt? No. Wir sind ganz langsam gelaufen. Ja, nein, kriegen nicht. Gut Kind haben wir's. Ja, Ja. ja. Ja, so schön sauberes Weiberlein, die Johanna. Ja. Aber ihre Tochter, die Nanni, die ist noch viel sauberer. Hat sie von ihrem Vater. Ja, das hat's vom Vater. Ja, ja. Kennt ihr den Vater? Was? Nein. Na, wir denken es uns halt, ne? Dinge, die wir sonst Ja. Denke. Ja. Wie macht's denn ihr das? Ja. Okay. Au weh. Hier die Stimme deines Herrn. Herrschaft, Zeit noch mal her. Was ist denn schon wieder los? Der Fischhandler war da. Ja, und der hat's Kalbe gebracht. Ja, und? er will in den Stall rein tun. Kommt ihm das Kalbe aus. Das Lasst ihm davon. Das Kalbe wird dick sehen und man ist auf und davon. Also deine blöden Witz kannst du sparen. Verzeiht nicht immer so wieder zu mir. Einen guten Tee haben wir mitgebracht. Ich brauch dein Geschäft nicht. Er tut nichts weh. Höchstens dein Goschen, weil du das allerweil so strapazierst. Mach nicht weiter so. Mach nicht weiter so. Dann wirst du mich aber einmal von einer anderen Seite kennenlernen, gell? Ja? Von der inwendigen. Höchste Zeit ist, dass du mich wenden lässt. Mit dir rede ich kein Wort mehr. Du Hammi, du Gescherter. Jetzt glaube ich, hast du es verscherzt bei ihr. Die redet mit dir die nächste Zeit nichts mehr. Ja, Herrgott, darf man dem Ei keinen Spaß mehr machen. Ne? Ja, ja. Übrigens, ihr zwei seid auch nicht gerade die lustigsten. Was? Wir sind uns lustig, nur. Ja, mir tut jetzt noch alles weh vor lauter Lachen. Wahrscheinlich lacht sie ja inwendig. Was? Na ja, gut. Ich mache mich wieder auf den Weg. Hey, da kommt ja der Herr Gutsherr Eibisch. Was? Wirt, reißt die Tür auf, der Herr Gutsherr kommt. Was der Gutsherr kommt? Ja, tatsächlich. Ja, grüß dich, na Gott.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Wirt. Ja, der Herr Bürgermeister. Ja, Sehr gut. Ein Achtel wie immer. ja, Herr Wirt. Ein Achtel wie immer. Gell? Gut, ja, gut, ja. Ach, der Sepp ist auch da. Ja. Interessant, interessant. Grüß Gott, gut, Herr. Wie geht's? Alle gesund? Danke, es geht ganz gut. Drum sind Sie ein Gutsherr. Sie schauen auch sehr gut aus. Ein bisschen eintrocknet, aber Sie waren alle schon am Morgen nicht kraxen. Hör doch auf, du, was sagt man doch nicht. Ja, mei, so gesund wie unser Sepp ist halt nicht der jeder, nicht wahr, Herr Ja, Bürgermeister? das stimmt. Was gibt's Neues? Sind wir immer noch Junggeselle? Hey, hallo, möchtest du jetzt einen Herrn Gutsherrn auch verkuppeln, ha, du alter Patzi, du? Warum denn nicht? Wäre doch schade, wenn Ihre Familie aussterben darf. Ne? So? Interessant, interessant. Aber weißt du, Sepp, wenn man mal über 50 ist, dann überlegt man sich das mit dem Heiraten. Warum denn? Mit 50 geht's noch allerweil. Oder geht's vielleicht nicht mehr so gut, Herr Gutsherr? Entschuldige schon. Aber wenn Sie mal ein stärkendes Trankerl brauchen, kommen Sie zu mir. Der Seppi hat immer was auf Lager. Ja. Also sowas fragt man nicht, gell? Na, jetzt wird der Herr Eibisch gleich besser, gell? Aber meine Herren, ich kenne doch den Sepp. Der Herr Gutsherr kenne mich doch. Ich repariere Ihnen wieder zusammen, dass Sie dastehen wie ein Firmling. Was? Wie ein Firmling? Interessant, interessant. Sagen Sie mal, Herr Gutsherr, wie lange bleibst du denn diesmal da? Auf Urlaub, auf Ihrem Gut? Ja? Bestimmt ein paar Wochen, Herr Bürgermeister. Na, das ist schön. Ja, die Luft, die tut mir richtig gut. Ja, Luft haben wir genügend, die geht uns so schnell nicht aus. Sie gehen mit mir in den Wald raus, dann zeige ich Ihnen, wo die besten Kräuter wachsen. So? Sag einmal dem Gutsherrn, dass die kleine Nanni kommt. Ja, weil er hat doch Ihre Mutter, die Johanna, auch gut gekannt. Ja, ne? der fest pass auf. Na, Herr Eibisch, wie schmeckt das Wendel? Gut wie immer. Ja, ich glaube, das wird Ihnen aber noch viel guter schmecken, wenn es von einer netten, feschen Kellnerin serviert wird. Ja. Kriegen nämlich eine fesche. Ja. So eine fesche haben Sie noch nie gesehen. Da muss ich dem Wirt recht geben, ein bildsaubers Nadel. Ja. So, interessant, Ja. interessant. Da werden Sie Augen machen, meine Liebe. Und wissen Sie, von wem sie die Tochter ist? Das wissen wir doch selber noch nicht. Ja, gut. Was glauben Sie denn, Herr Eibisch? Also ich habe keine Ahnung. Von der Johanna, der Gstettner Johanna, die war doch bei Ihnen im Dienst. Können Sie sich an die Johanna erinnern? Aber natürlich kann ich mich an die Johanna erinnern, sogar noch sehr gut. Was ist mit der Johanna? Ja, Ihre Tochter, die Nanni, kommt zu mir als Kellnerin hier. Da werden Sie Augen machen. Die Nanni? Ja. Interessant, interessant. Ja, die ist noch viel schöner als ihre Mutter. Ja, das hat vom Vater. Ja, genau. Kennen Sie den Vater? Was? Na, Kinder nicht. Kinder nicht. Sehen wir uns. Ja. So, ja, und ja, wann kommt denn die kleine Nanni? Moment mal, was? Den Tag genau hat's nicht Nein, und die gesagt. Stunde wissen wir auch noch nicht. Ne? Die Nanni als Kellnerin? Ja. Ist doch voll zu gut für so einen Posten. Also Moment einmal, gell, der Posten ist auch nicht schlecht. Gell? Und außerdem kommt sie sich nicht so hauptsächlich als Kellnerin, sondern mehr als Kind des Hauses. So ist es, ja. Und ich als Bürgermeister habe das Recht und die Pflicht, sie zu beschützen. Ne? So, interessant, Gell? interessant. Ja. Also, der Bürgermeister, ich bin auch dafür. Was? Ja, die Nanni ist heraus viel besser aufgekommen als wie in der Stadt drin. Sag ich Ja, wo ihr vielleicht noch so ein Lümmel den Kopf verdreht. Ja. Also, mir wäre es lieber, wenn sie in Ebersberg bleibt. Du pass mal auf. Misch dich du nicht in unsere Familienangelegenheiten ein, gell? Heute du da raus, es geht dich gar nichts an. Ja, aber schon überhaupt nichts, gell? Wer ist denn von euch der Klemuser Wirt? Das bin ich. Ja, komm Ja. Ich bin die Gstettner Nanni und soll bei dir als Kellnerin im Dienst stehen. Ist schon Ja, gut, schau, die ja. Nanni. Was? Die Nanni. Ja, Nanni. Ja, Nanni. Genau so habe ich mich vorgestellt dir. Ja. Ja, grüß dich Gott, Nanni. Ja, grüß Gott. Ja, Nanni. Interessant, interessant. Annele. Freut mich, dass ich die heute noch sehe. Mein Sepp, du, das ist aber schön, dass du bei meinem Einstand da bist.
Also, das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Ja, Nein. Du wirst jetzt müde sein und Hunger wirst haben. Meine Frau! Da sitzt dich die. Nein, da sitzt dich. Nein, da. Ihr kein verrückt geworden. Was machst du denn für Aufsehen wegen der Nanny? Ja, weil sie doch meine. Na, weil sie meine. Ja, aber weil sie unsere neue Kellnerin ist. Du, Vater, Was nächstes denn? die Nannis war ein sauberes Madel, gell? Ja, kunstig bin ja auch ich. Was? Was sagst Ich hab gesagt, die Nanni ist ein sauberes Madel, gell? du? Ja, du hast recht. Ja. Wo ist sie denn? Ja, die ist in Kirche. In der Kirche, aha. Gehst du nicht in die Kirche? Ich war halt früh schon in der Frühmesse. Gut, dann geh ich jetzt in die Kirche, Ja. gell? Was? Seit wann gehst denn du in die Kirche? Ja, Vater, ich geh öfters in die Kirche, als wie du meinst. Ja? Ja, Braver Bub. gell? Du, das trifft sich gut. Wenn du jetzt in die Kirche gehst, Ja. wenn die Messhaus ist, passt mir du auf die Nanny auf, damit ihr die Burschen vom Ort nicht nachstehen, gell? Ja, da kannst du dich drauf verlassen, Vater, das mache ich, gell? Aber ordentlich, gell? Und fangst davor. Ah, das trifft sich gut. Wenn die aufpasst, brauch ich nicht aufpassen. Ja. Ja. Du, Martin, Du hörst? hast du das schon rausgebracht? Nein, du. Auch nicht. Die Nanny ist jetzt 3 Tage da und wir sind genauso schlau wie vorher. Ja, wir wissen nur das eine. Ja. Einer von uns zwei. Aber der welche? Ja. Also, wenn ich mich so betrachte, hab schon sehr viel Ähnlichkeit mit der Nanny. Jetzt probier's nochmal. Du hast recht. Jetzt sehe ich die Ähnlichkeit noch Du deutlicher. hast überhaupt keine Ähnlichkeit mit der Nanny. Schau mal, nicht wirklich. Aber da die ganze Mundpartie Ach, ja, und da. die Ohrlappel genauso weich wie bei Ohrlappel, den... Blödsinn. Wenn jemand der Nanny ähnlich sieht, dann bin ich das. Das kann man doch nicht. Was? Das ist eine Ähnlichkeit. Was, wo ist so eine Ähnlichkeit? Und die ne? Augenpartierung, ne? Aber du, und wenn's mich jetzt erschlagst, Was? ich kann keine Ähnlichkeit feststellen. Aha. Und dann hat die Nanny eine ganz andere Farbe. Aber hier, es geht doch nicht um die Augenfarbe. Und zweitens einmal tat mir die Nanny furchtbar leid, wenn's dir ähnlich schaut. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, die Nanny und ich haben ein Gesicht. Ja, von ihm vielleicht. Na, von vorne. Du, es macht mich ja nicht wild, gell, das sag ich dir. Du, pass auf. Ja? Wir waren immer die besten Freunde. Ja, gut. Aber wenn du mir jetzt so daherkommst, gell, Ja, wie denn? weißt du was? Ja, was? Dann kennen die nicht mehr, gell? Ja, jetzt will ich dir mal was sagen. Was denn, ha? Ich lasse von dir die Vaterschaft nicht streitig machen. Und wenn wir schon 100 Jahre befreundet werden. Befreundet, Ja, nicht wahr? ja. So schauen die guten Freunde aus, die Wieso? einen gleich das Kind wegnehmen möchten. Was tue ich? Weißt du, was du bist? Warte. Du bist ein Kindernapper, bist du. Ich haare den Krüger. Ja, da, her du! Wir sind doch zwei Rümpfiger. Warum denn? Wir streiten uns darum, dabei kann man es viel einfacher haben zu erfragen, wer der Vater ist. Ja, das stimmt, aber wie? Wie? Wir fragen es einfach. Na gut, dann fragen wir. Wen? Ja, wen? Die Johanna, die war doch dabei. Ja, freilich, die war dabei, die Johanna. Aber
Wie wollen wir denn die Johanna fragen? Die ist doch gar nicht da. So, ja, dann schreiben wir ihr einfach. Das tun wir, schreiben wir sofort, ne? Ja. Hast du was zum Schreiben? Da hab ich was, ja, freilich. was zum Schreiben wir ihr. Alter. Wie machen wir's? Schreibst du oder wer? Na gut, du schreibst, ich gib das an. Ich schreibe, ja, dann musst mir's du sagen. weil- Also, jetzt schreiben wir gleich. Jetzt schreibe ich. Liebe Johanna. Moment. Liebe Johanna. Liebe Johanna. Ja. Am Anfang meines Schreibens grüße ich dich. Am Anfang meines Schreibens grüße ich dich. Moment. Ist jetzt das höflich genug? Warum? Ja, weil sie hat doch geschrieben, grüße und küsse ich dich. Ach so. Dann schreibst Grüße und küsse ich dich. Und was mache ich mit dem? Das streichst du wieder weg. Das streiche ich wieder weg. Ja. Grüße und küsse ich dich. Yes? Was? Das ist auch falsch. Wieso? Weil wir sind zu zweit. Ja. Und da heißt grüßen und küssen wir dich. Ne? Jetzt hast du wieder recht. Eben. Und was mache ich mit dem? Das streichst du wieder weg. Das streiche ich wieder weg. Grüßen Und küssen wir dich. Indem wir für deine lieben Zeilen danken. Indem wir für deine lieben Zeilen Zeilen danken. danken. Punkt. Punkt. Uns geht es sehr gut. Uns geht es sehr gut. Hast du es? Hast es? Du sollst nicht hast es schreiben, ich hab dich doch nur gefragt. Ja, aber du hast doch hast es gesagt. Ja, aber ich hab dich noch gefragt, ob du es schon geschrieben hast. Hast du es? Ja, jetzt hast du es. Na ja, das hast du jetzt weg. Ja, jetzt hast du es. Jetzt haben wir schon wieder einen Strich. Ja. Wie geht es dir? Danke, gut. Hör mal auf, du sollst schreiben, wie geht es dir? Zuerst habe ich geschrieben, hat's da nicht passt. Jetzt schreibe ich nicht, passt da wieder nicht. Herrschaftszeiten. Also. Schreib, wie geht es dir? Gut. Wie geht es dir? Fragezeichen. Fragezeichen. Bist denn du nicht noch blöder? Jetzt schreibt ihr Fragezeichen hin. Ja, da war doch nur bloß, oder? Nein! Du sollst jetzt einen Strich und einen Punkt machen. Ein Fragezeichen. Ein Strich? Jetzt weiß ich, warum du 3 Jahre in dieselbe Klasse gegangen bist. Ja, sonst wäre ich ja nie mit dir zusammengekommen, oder? Fragezeichen. So, Und das andere streiche ich du weg. streichst weg. Das streiche ich weg. So. Jetzt bräuchte man irgendwas Romantisches. Irgendwas, so eine kleine Liebesgeschichte. Irgendwas am Buch. Da hab ich was. Da hinten habe ich einen Kalender hängen, da stehen eine ganz schöne Geschichten. Ja, natürlich, her. Gut, dann schauen wir mal, Ja. was da drin steht. Da schaut nach. Ja, eine schöne Geschichte. Ja. Also dann, Also. die Fütterung der Kälber. Ein Mittel gegen Zahnfäule, das ist auch nicht. Wie vermeide ich Schweißfüße? Nein, weiterhin. Hast du Gott was anderes da, ha? Weiterhin sind die schöne Geschichten. Das war was, ja. Was? Der Jäger von Schwalbenbach. Nein, das ist nichts, da wird geschossen. Weggeschossen. Also, wie wär's damit? Was? Die Amrei und ihre große Liebe. Das war was, pass mal auf. Die Amrei hatte verweinte Augen, denn ihr Liebster zog in die Ferne. Heute will sie ihn am Waldrand treffen und ihm Lebewohl sagen. Ein paar Blümlein pflückte sie, um sie ihm zum Abschied in die Hand zu drücken. Vergiss mein nicht und mein Knöpfchen. Nein. Erst, das ist genau das, was wir brauchen. Das drehen wir ein bisschen um und die Johanna kriegt einen Brief, der sie sehen lassen kann. Also jetzt schreibt. Ja. Wir haben verweinte Augen Verweinte Augen. und das Herz klopft uns in der Brust. Und das Herz wie schreibt man jetzt klopft? Klopft? Ja? Ganz einfach. Klopft. Schreibt man K, L, O und Glück.
mit einem weichen Fuß. Ja, weiter. Weiter. Wenn wir an den Abschied denken, Wenn wir an den Abschied denken, denkst du auch noch daran, denkst du auch noch daran, wie die Vöglein schlafen gegangen sind? die schlafen gegangen sind? Lagen wir noch lange im Nebel. Lagen wir noch lange Was hast du jetzt wieder? Nebel? Ja, im Nebel. Meinst nicht Nabel? Und wir drückten Was druckt haben wir auch? dir einige Blümlein in die Hand. Ach so, da drücken dir einige Blümlein. in Vergiss die mein Hand. nicht und mein Glückchen. Vergiss mein nicht Ja, das sagt ja. mein Glück. Die Amrei lag an seiner Brust und streichelte ihn. Also schreibt, Ja. liebe Johanna, Liebe Johanna, wir lagen auf deiner Brust. da hätten wir doch gar nicht Platz gehabt zu zweit. Hier ist das richtig schreiben. Ja gut, auf deiner Brust Und streichelten dich. und streichelten dich. Dann ging Amrei schleppenden Schrittes nach Hause, doch in der Hoffnung, dass noch alles gut wird. Also schreibt. Ja. Dann gingst du schleppenden Schrittes nach Hause, Dann Schrittes nach Hause. doch in der Hoffnung. Was so schnell? Ich bin ja noch nicht fertig, Ach so. dass noch alles gut wird. Ach so, das ist gut. Ja. Dass noch alles Was ist das? gut wird. Viele Grüße und Küsse, liebe Johanna, Viele Grüße und Küsse, liebe von Johanna, deinem Martin und deinem Hirsch. deinem Martin und deinem Hirsch. Ja. Hier schreibt man groß, gell? Ja, Hirsch. ja. Und das? Ja. Na, also, also. Ein sauberer Brief waren, gell? Das hätten wir zwar selber nicht zusammengebracht. Jetzt haben wir die Hauptsache vergessen hier. Was denn? Jetzt haben wir es nicht gefragt, wer der Vater ist. So. Es macht nichts, da unten habe ich nur Platz. Ich schreibe jetzt unter Ps. Und gell? ja. Schreib, wer ist der Vater? Vater? So, das ist das Kuvert. Jawohl. Schreibst an Frau Johanna Stettner, Johanna Stettner, Stettner, München, München, beim Theater. beim Theater. So. Ja, der Postler wird schon Ja, finden. freilich, so viel Theater haben sie nicht. Weißt du was? Den Brief, den tragen wir jetzt gleich auf Posthabe, damit wir dann so schnell wie möglich Bescheid Ja, wissen. da gehe ich mit, da brauchst du Angst haben. Ja. Dass der Brief so schnell wie möglich wegkommt. Ah, Ja, ihr seid grüß schon euch. da? Ist die Kirche schon aus? Freilich, Vater, sonst waren wir nicht schon da, ne? Ja. Und eine Kellnerin muss an ihrem Platz sein, wenn die Kirche aus ist und die Gäste kommen, Du gell? sollst dich nicht überanstrengen, gell, Nannilein, gell? Ja, dich ja nicht überanstrengen. Nein. Zum Arbeiten sind andere da, gell, Franz? Ja, freilich, Vater. Ja, aber wenn ihr nichts arbeiten sollt, dann hättest du doch gar keine Kellnerin braucht, Du oder? sollst dich erst ganz langsam eingewöhnen. Ja, denke du ich. dich ganz langsam eingewöhnen, damit alles gut geht. Gell, mein Hand? Was riechst mir denn, du Depp? Geh ab, das ist nach vorne. Prost, aber hier. Ja, weiter, komm. Ja, schon. Also wie die alle freundlich zu mir sind, manchmal ist mir direkt unheimlich. Ganz besonders der Bürgermeister und der Klemoser wird. Ha, was ist denn mit mir? Bin ich nicht recht freundlich zu dir? Ha? Doch, du auch. Freilich, alle seid lieb zu mir. Ja, kannst du gar nicht denken, warum alle recht lieb sind zu dir. Na, Ja, weil du so ein sauberes Madel bist, gell? geh. Ja, und jetzt wollen wir halt haben, dass du einen Preis kriegst. Ich will ja gar keinen Preis. Ein Bayer ist mir lieber. Na, den ersten Preis von der Schönheitskonkurrenz. Was? Naja, vor 2 Jahren haben wir den ersten Preis gekriegt für die größte Kur. Voriges Jahr für die schönste Sau und dieses Jahr bist du dran. Das ist ja. Also und ich soll mir auf eine Ausstellung hier sitzen und warten, bis man mich prämiert. Das tue ich bestimmt nicht. Okay, für uns kannst du schon machen. Schau, wie der bloß ein Brustbeutel von dir hingeschickt.
Was? Ein Pudel von meiner Brust? Nein, schon mit Kopf, ein ganzes Foto, verstehst du? Naja, also, mir zu lieb kannst du es doch machen, oder? Und warum gerade dir zu lieb? Ja, weil ich dir zu lieb auch alles mache, verstehst du? So? Ja? Und willst gar nicht wissen, warum ich dir zu lieb alles mache? Na, Sag das aber trotzdem, Nanni. ich bin aber nicht neugierig. Weil ich dich gern hab, Nanni. Naja, warum sollst du mich denn auch nicht gern haben? Ich hab dir doch nichts getan, dass du auf mir ein Wort haben kannst, oder? Nein, so ein gern haben, das meine ich nicht. Ich meine, das andere, verstehst du? Ach, ja, gibt's denn zweierlei gern haben? Ja, freilich, das eine gern haben ist halt das normale gern haben, dass man einen gern hat, ne? Und das andere gern haben, das ist halt ganz anders. Und das andere gern haben, das meine ich. Aha. Also das verstehe ich jetzt nicht. Ja, weißt du, wenn man jemanden gern hat, so anders gern hat, ne, dann ist das halt ganz anders. Und dann ist es so, dass man den jemanden, den wo man anders gern hat, heiraten möchte. Ach, jetzt verstehe ich die. Naja, ich weiß aber nicht, ob ich die so anders gern hab. Ja, das wird schon noch kommen, Nanni. Jetzt weißt du auf jeden Fall, wie es bei mir droben ist, gell, und dass ich es so und anders gern hab und grüß dich Gott. Er ist ja wirklich ein netter Bursch. Aber ob ich ihn gleich heiraten darf, nein, das kann ich doch wirklich nach der Zeit noch nicht sagen. Grüß dich, Nanni. Was so tief in Gedanken versunken, hä? Sepp, grüß dich. Wer geht's drin? Frag nicht, Sepp, viel zu gut. Hey. Du alle erdrücken mich fast vor lauter Liebe. Was da drucken darfst du? Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Nein, nicht so wie du meinst. Freundlich sind halt alle zu mir. Ja, zum Beispiel habe ich gesagt, dass ich Blumen recht gern mag. Jetzt bringt mir doch tatsächlich ein jeder Bursch vom Ort, der Bürgermeister und sogar der Herr Eibisch, unser Herr Gutsherr, korbweise Blumen vorbei. Au weh, dann kann ich die Männer wieder mitnehmen. Oh, na lass da. Von dir sind's mir am liebsten. Das freut mich ganz besonders. Also ich weiß auch nicht, aber als Kind habe ich dich schon immer recht gern gehabt. So ist recht. Und wenn dich was druckt, dann sagst du mir's. Wenn ich dir helfen kann, bin ich für dich da. Ich danke dir, Schüsse. Ich weiß. Ach ja. Ja, was war das für ein Seufzer? Hä? Ich seufze, obwohl es mir so gut geht. Ja. Alle Mannsbrüder gefallen und alle sind freundlich zu mir. Du, sogar der Herr Gutsherr steigt mir nach wie ein Gockel. Ich sag dir was, das ist die reinste Gockelparade. Der alte Hahn kräht auch noch. Ja, der kriegt auch noch. Du, einen Heiratsantrag habe ich heute auch schon gekriegt. Ach so, von wem? Vom Franz, Hey, der Sohn vom Klemoser wird. da schau her, das war ja gar keine schlechte Partie. Sauberer Bursch, hä? Mir gefällt er auch narrisch gut, aber... Pass auf, hast schon recht. Schlaf noch einmal drüber. Sowas darf man nicht überstürzen, gell? Da hast du recht, Sepp. Aber weißt, mir gefällt so gut da. So narrisch gut, dass ich gar nicht mehr fort will von da. Schön. Du, jetzt musst du mich entschuldigen. Ich muss noch ein paar Kräuter besorgen für meine Patienten. Mach's gut, Freie. Bitte, Sepp. So, und für mich wird es jetzt auch Zeit, dass ich einmal Arbeit komme. Neugierig bin ich auf die Antwort von der Johanna. Ja, ich auch, aber du, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn man den Brief per Eilboden wegschickt. Du, jetzt haben wir so viele Jahre nicht gewusst, um was geht. Dann werden wir auf die paar Tage auch noch verzichten. Ja, Ne? aber Du, jetzt, Vater. ja, was möchtest du? Ich hab für die Kegelbahn schon hergekriegt, alles fertig. Siehst du, das ist ein braver Bub, gell? Ja, ja. Der denkt an die Arbeit und nicht ans Verliebtsein. Und das findet man heute bei der Jugend ganz selten, weil alle Liebschaften nur Blödsinn im Kopf haben. Ne? Ja, ist doch kein Grund, dass man seine Arbeit vergisst. Und da wirst du dich aber da ist, wenn heute so ein junger Mann da an sein Madel denkt und eine Liebschaft im Kopf hat, dann arbeitet er doch nichts mehr. Ah, der Deichte Bürgermeister. Was? Weißt du, wenn man bei seiner Arbeit ist und denkt an sein Madel, gell? Ja. Dann geht ihm die Arbeit gleich nochmal so schnell von der Hand. Das sagst ja du, weil du nicht verliebt bist. Das weißt doch du nicht, Bürgermeister. Jetzt brauchst du bloß sagen, dass du verliebt bist. Ja, freilich, Vater und wir. Was? Das ist ja ganz was Neues. In wen denn? Ha? Ja, in die Nanni? In die... Was für eine Nanni? Ja, in unser Nanni. Unser Nanni? Bist du überrascht, Vater? Ich bin sogar sehr überrascht. Ja, aber dagegen haben tust nix.
Aber ja sagen tue ich schon gleich gar nicht, gell? Ja, aber Vater, du hast doch gesagt... Ich weiß selber, was ich gesagt habe. Sie braucht kein Geld und sie braucht das nicht und da, aber nein. Was? Die Nanny kann ich dir nicht geben. Nein, die kann er dir nicht geben, das stimmt, ja. Ja, warum denn nicht? Ja, weil es halt nicht geht. Man weiß halt nicht, geht, ne? Ja, du musst mir doch sagen können, warum das nicht geht. Na, das geht nicht, weil da redet man halt nicht drüber. Aber da spricht man nicht drüber, ne? Ja, ich will aber wissen, warum. Wenn ich sage, es geht nicht, dann geht's nicht aus, Äpfel, armen Bastard. Und wenn ich sage, das geht, dann geht's aus Äpfel, armen Pasta. Du pass mal auf. Wenn ich Nein sag, dann bleibt's beim Nein, hast du mich verstanden? Und wenn ich Ja sag, dann bleibt's beim Ja, hast du mich verstanden? Ja, Herrschaftszeiten, du blöder Bur, du kannst doch nicht deine eigene Schwester haben. Meine Schwester, Jetzt ist er rausgerutscht. Ja, wenn er mir so narrisch gemacht hat. Ja. die Nanny ist meine Schwester. Also, Franzl, jetzt pass mal auf. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Pass mal auf, du kannst vielleicht sogar die Nanny doch heiraten. Es ist noch irgendwas unklar und das muss erst richtig gestellt werden, gell? Und wenn das dann soweit ist, ich verspreche dir, du bist der Erste, der es erfahrt, gell? Also ich glaube, ich habe ein Müllrad in meinem Kopf. Ja, das ist besser wie gar nichts, ne? Ja. Haben wir uns nicht ganz fest versprochen, dass keiner was sagt und dir muss wieder rausrutschen? Bitte, Martin. Was? Ich will von der Geschichte nichts mehr hören. Ja, die Nanny. Ja, die Nanny. Nanny, du, wenn jetzt noch jemand kommt und will von der Nanny was wissen, dann schmeiß ihn eigenhändig hinaus. Ja. Wo ist denn die Nanny? Was? Such das doch selber. Was hat er denn? Familienangelegenheiten. Also hier sind was. Ich glaube, die Nanny vertraut wirklich alle ihren Kopf. Grüß Herr Gucker. Grüß dich Gott, Sepp. Wo ist denn die Nanny? Die Nanny ist zurzeit sehr viel in der Kirche, ja? So, interessant. Was macht's denn da? Zurzeit hält sie sehr viel Zwiesprache mit ihrem Lieblingsheiligen. So, und wer ist denn das? Der heilige Franz. Ziskus. So, interessant. Ja. Wo ist denn der Wirt? Ja, der war gerade noch da. Moment einmal. Wirtschaft! Wirtschaft! Hey, was schreist denn so? Ja, der Gutsherr ist da. Ja, grüß dich, na gut, Herr Gutsherr. Grüß dich Gott, Frau Rosel, gell? Ja, das freut mich aber. Sind die Blumen für mich? Nein, für die Nanny. So. Na und? Was darf ich einer bringen, Herr Gutsherr? Weißt du was, Rosel? Bringst mir einen Schnaps an, ja? Einen Wacholder für den Herrn Gutsherrn. Woher weißt denn du, was der Gutsherr trinkt? Gell, einen Wacholder, Herr Gutsherr. Den kann ich Ihnen nämlich empfehlen. Der ist gesund und macht Appetit. So, interessant. Also gut, Rosel, dann bringst du mir heute einen Wacholder. Ja. Was bloß angelassen? Zu ihr aus der Flaschensaufer, ja? Du brauchst keinen Schnaps. Doch, Rosel, komm. Weißt du was? Bringst noch 2 Gläser, du und der Sepp, ihr müsst mit mir trinken, ja? So, der La. Du schenkst dir selber ein. Zum Wohlsein, Herr Gutsherr. Zum Wohl, sei Gesundheit. Prost, ihr 2. Ja. Mir geht's ja nicht in Herr Gutsherr. Danke der Nachfrage, es geht. Naja, mit dem bisschen Rheuma, was man hat, muss man wohl leben. Ach so, das Rheumatische, Hans. Warum tun Sie da nichts dagegen? Ach, ich war schon ein paar Mal in einem so einem Schwefelbad. Aber nützt hat's gar nichts. Ja, das glaube ich. Das mit dem Schwefel ist doch alles ein Geschwafel. Jetzt werd ich Sie in Kur nehmen.
Das wird Ich was hab Gescheites was sein. Gutes. Jawohl. Aus den heilsamsten Kräutern gemacht. 3 Pillen alle Tag und das Rheumatische fliegt fort wie ein Vogel. So, interessant, interessant. Aber nur 3 Pillen. Die sind zu stark, ja nicht mehr, gell? Sonst fliegst du davon. Ja, man kann es ja mal probieren, gell? Aber was kosten das Tüter? Was sie gern geben. Was ihnen die Gesundheit wert ist. Moment, Sepp. Pass auf. Dann schauen wir mal. Danke, das stimmt so. Du musst doch an Gutsherr noch was rausgeben. Der Herr Gutsherr lässt sich doch von mir nichts mehr rausgeben. Gell, Herr Gutsherr? Nein, ist schon gut, Sepp. Halt's nur, halt's nur. Er ist ja immer so gut zu mir. Drum ist er ein Gutsherr. Aber jetzt fällt mir gerade ein, ich muss ja noch ein Telegramm aufgeben, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Bin gleich wieder zurück. Lass uns ja Sepp, und du trinkst einstweilen noch einen Schnaps, ja? Ja, ja. Lass uns ja Zeit. Der Wacholder und ich, wir warten dabei auf Sie. Interessant, interessant. Jetzt hat er seine Pillen vergessen. Der gute Herr hat zwar gesagt, trink einstweilen lieber Sepp. Von dir hat er nichts gesagt. Aber ich habe ein gutes Herz und gebe dir auch. Den kannst du selber saufen. Gut, das habe ich selber. Sag mal, Halt, Saufhaus, halt. warum bist du immer so zwider zu mir, hä? Ich kann mich erinnern, es ist allerdings schon 200 Jahre her, da warst du recht lieb und freundlich zu mir. Ja. Da habe ich mir oft überlegt, ob ich dich nicht heiraten sollte. Da hättest du aber sauber eine Abfuhr geholt. Ich weiß nicht, so sicher war ich mir da einmal nicht. Sepp, jetzt will ich da was sagen. Ja. Ich hab dich vor 200 Jahren schon nicht heiraten wollen und hab's bis heute nicht bereut. Heute brauchst du auch keine Angst mehr vor mir zu haben. Vor dir Zwetschgenmandel hätte ich ja gehabt. Ja, deswegen kannst du mir aber trotzdem sagen, warum du immer so zwider zu mir bist. Ja, das wäre da schon sagen. Und zwar ganz genau. Wie kommst denn du dazu, dass du unserem Wirt, ein Hirs, immer sagst, er muss heiraten, ha? Stell dir einmal vor, eine schwache Viertelstunde und es ist passiert und ich bin draußen. Das soll doch passieren. Was, dass ich draus bin? Mann, mit seinen 50 Jahren ist doch das einschüchtige Leben auch nichts mehr. Ja? Dann soll er sich eine aus dem Dorf nehmen und keine Fremde. Also ich wüsste keine da aus dem Dorf, die zu ihm passt. Also, ich wüsste schon eine aus dem Dorf, die ganz gut zu ihm passt. Ah, da läuft der Hase. Machst nicht, Rosel, dass du von mir auch ein paar Kräuter brauchst? Ich wüsste nicht für was. Hast öfters kalte Füße? Dann nehme ich meine wollenen Socken. Hast öfters einen Schnackler? Dann sauf ich ein Glas Wasser. Vielleicht was fürs Kopfweh? Nein, so ein Kopf kann ich nicht tun. Nein. Das ist... Ich hab nie Kopfweh. Ja, das glaube ich. Wenn schon, dann etwas tiefer. Halsweh, Tiefer. Frostballen, Höher. Krampfadern. Höher. Ach Herrgott, höher, tiefer, tiefer, höher. Für so Leiden, die in der Mitte drin sind, habe ich nichts. Da sitzt der Schmerz. Für die Bronchien. Ein Schmarrn. Da daneben. Bum, bum. Ja. Ah, da hast du Herzweh. Ja. Rosa. Und wir. Mein Gott, für sowas hat der Seppi immer was auf Lager. Du schau her. Da drin sind Kräuterpillen für die Liebe. Was? Wenn du eine nimmst, wirst du lustig, ja?
Wenn du 2 nimmst, kriegst du eine Freude auf alles, was da ist. Wenn du 3 nimmst, läuft dir das Blut durch die Adern, wie wenn du 20 Jahre jünger wärst. Und das muss man ausnützen, denn mit 20 macht man die meisten Dummheiten. Ist das alles wahr, was du da jetzt aufzählt hast? Aufs Wort. Ja. Und wenn's nichts hilft, kriegst du dein Geld wieder zurück. Gut. Ja. Gut. Ja. Gut. Also nachher. Da, ich nehm die Pillen. Stimmt so, ich kann da sowieso nichts rausgehen. Ah, das ist aber ein teures Pulver, gell? Ja. Der Doktor ist teuer, der Apotheker ist teuer. Und ich bin der Doktor und der Apotheker in einer Person. Von wem sind denn die Blumen? Die sind schön. Der Herr Gutsherr hat's gebracht für die Nanni. Den Gutsherrn hat's ordentlich erwischt. Na, kunstig, die Nanni ist auch ein bildsaubers Maderl, ne? Du hast recht, du hast recht. Wenn du mal bedenkst, früher, da haben oft die hässlichsten Weiber einen Grafen geheiratet. Ja. Also ich darf gern einen Grafen heiraten. Dich nimmt doch nicht einmal ein Fotograf, was willst du denn? Ja, du, aber die Nanni nimmt sich schon einen anderen, einen sauberen, einen feschen, einen, der zu ihr passt, nicht so einen alten Kakadu. Was hast du, alter Kakadu? Der Gutsherr passt ja ganz sehr gut zu der Nanni. Was er zu alt ist, sie zu jung, das gleicht sich wieder aus. Den zerbrochenen Landlord wird's nehmen. Was? Da kannst du gleich ins Kloster gehen. Du pass mal auf, gell? Tu dir da keinen Blödsinn verzeihen, gell? Und schon gleich gar nicht, wenn die Nanni da ist, weil da bin ich zuständig. Oder ich als Bürgermeister, gell? Ihr werdet doch nicht die Nanni an diesen ausrangierten Sonniball verkuppeln. Was? Was heißt da verkuppeln? Also du alle 10 Finger müsstest die sich abschlecken, wenn's der Gutsherr nehmen darf. So ist es. Ja, was der alles hat, der Gutsherr. Gut, das ist gut. Ja, und Wiesen und Weide und Feder und Geld. Also da war sie doch dumm, wenn sie nicht zugreifen tät. Und sie greift nicht zu. Und sie greift. Da wette ich mit dir. Die wird verlierst. Das werden wir ja sehen, gell? Das hab ich ganz vergessen. Ich muss ja die Krapfen noch machen. Du hier. Was denn? Deine 2 Krapfen mache ich besonders süß, gell? Ja. Und das gehört hier. Süße Krapfen kriegst du. Lass mal Ruhe, du Depp. Sepp, also ich. So, bin schon wieder da. Der gute Herr Eibische. Nimm es doch Platz, bitteschön. Weil Sie und die schönen Blumen, wo Sie wieder gebracht haben für die Nanni, da wird sie sich aber freuen. So, ja. Freut sich also die Nanni über meine Blumen. Und wie? Waldblumen sind ja aber lieber. Jetzt halt doch du einmal dein Maul, glaubst du es? Die Nanni, die freut sich so den ganzen Tag auf Und sie. heute hat sie wieder gesagt, wo bleibt er denn wieder so lang, der gute Herr Eibisch? So. Interessant. Interessant. Also spricht sie von mir. Den ganzen Tag. Und bei der Nacht träumt sie von Ihnen. Hat sie das gesagt? Ja. So. Ja, sie hat gesagt, momentan da träumt sie immer von einem Nachtgespenst. Der Horst nicht Der riecht immer so ein Schmarrn. Herr Wirt, ich hätte gerne einiges mit Ihnen besprochen. Ja, bitte sprechen Sie. Es handelt sich um das Fräulein Nanni. Ja, jetzt geht's schon los. Ja. Nun ja, vielleicht haben Sie schon bemerkt, dass ich ein gewisses Interesse an dem Fräulein Nanni habe. Ja, Hab ich. haben wir bemerkt. Aber, So? Interessant. Interessant. So, hast du recht. Also Glimmmoser wird Ihr Haus in allen Ehren. Ja. Aber mir passt es nicht, dass die Nanni Kellnerin ist. Was? das ist ja eine Kellnerin, das ist ja nur pro forma. So. In Wirklichkeit ist sie mehr so das Kind im Haus. Ja. Und ich als Bürgermeister, ich passe auf Sie auf und beschütze Sie. Ne? So. Ja. Interessant. Ja. Interessant. Gell? Nun gut, es freut mich, dass die Nanni so gut bei Ihnen hat, aber sehen Sie, die Nanni ist doch wirklich hübsch. Und ich glaube nicht, dass sie für eine Bäuerin passt. Nein, das ist für was Höheres Zu geboren. einer Gutsherrin ist sie geboren. Da werden Sie schauen, was das mal für eine gute Frau wird. Ja. Es freut mich, dass Sie das einsehen und, nun ja, ich will noch nicht allzu viel über meine Pläne sagen, aber
das eine kann ich Ihnen versprechen. Ja? Ich meine es nur gut mit der Nanny, wirklich nur gut. Ja, das weiß ich doch. Und stolz werden Sie noch auf die Nanny sein. So richtig stolz. Jetzt halt dich doch du einmal raus da. Auf alle Fälle, Prost, Herr Gutsherr. Und nichts für ungut, wenn es ein bisschen anders kommen sollte. Gell? Na, Schatz, da ist sie ja schon, unsere Nanny. Grüß dich Gott, Nanny. Na gut, ja gut, Herr. Mal schau mal her, was dir der Herr Eibisch für schöne Blumen gebracht. Gell, das freut dich, Oh, ha? ganz narrisch. Dankeschön, Herr Eibisch. Also bitte. Das ist ja wirklich ein sehr schöner Strauß. Die schönsten Blumen sind nicht schön genug für dich. Ja, Eibisch, verwöhnen Sie mich doch nicht immer so. Doch, der wird Sie noch viel mehr verwöhnen. Jetzt sei doch du mal stark. Ja, lass mich doch sagen. Ja, und den Franz, den kennt Sie ja schon, gell? Ja, natürlich. Der Sohn des Hauses, nicht wahr? Ja. Und mein Bräutigam. Was? Interessant. Denn bitte was? Wieso Bräutigam? Wir haben uns heute verlobt. Moment, nein. So schnell geht es nicht. Vorläufig bist du hier keine Braut, sondern Kellnerin beim Klemmerserviert. Und jetzt raus in die Küche zur Rosel. Krapfen backen. Na gut, ich geh schon. Ja. Durch unsere Verlobung soll die Wirtschaft nicht drunter leiden, gell? Bis später, Franz. So. Ja, ich glaube, unsere Verlobung ist nicht mit Freuden aufgenommen worden, gell? Ich freue mich nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, ich gebe ja zu, dass alles ein bisschen überraschend gekommen ist. Ja. Du, gerade wollte der Nanny sagen, wie es um uns steht, gell? Dann hat es mich gepackt, hat mir ein Puzzle gegeben und dann war es zu spät. Ausgerechnet mir schreibt die Johanna, ich soll auf sie aufpassen. Und ich soll die Nanny beschützen, hat's geschrieben. Ne? Und du schaffst es, das verschwindet. Mir zwei reden später weiter, gell? Kannst dich drauf verlassen, Vater, das machen wir. Also ich hab das Gefühl, jetzt kommt's doch ein bisschen anders, als wir alle geglaubt Du, haben. pass mal auf. Was wir jetzt da noch zum Besprechen haben, geht bloß uns was. So ist es. Auf alle Fälle gehe ich jetzt in den Wald hinaus und suche einen Korb voller Beruhigungskräuterl. Ja. Ich glaube, die habt ihr alle notwendig. Was? Was man mit so einem Kind alles mitmacht. hä? Nur Dummheiten haben sie im Kopf. Du, abpustelt was. Naja, die jungen Leute, also nicht vernünftig denken, weil sie nicht wissen, was los ist. Ja, die Jungen, aber sie sind gescheit. Die haben sie noch nicht kränken, deswegen mag sie die Nanny doch. Ja, also, ich will es hoffen, aber Herr Wirt, den Franzl hätten Sie jetzt nicht gleich nachschicken brauchen. Das macht doch nichts, wenn die beiden verlobt sind. Moment einmal, Herr Gutze, was heißt hier verlobt? Das ist das richtige Wort. Die haben vielleicht ein kleines Gespulsterl, ne? Aber deswegen wird die Nanny, das kleine Nannerl, doch noch eine Gutfrau werden. Mein Gott, und wie gut die Frau zu Ihnen sehen wird, Herr Gut. Kränken Sie es nicht und nehmen Sie die Nanny zur Frau. Ja. Was? Ja. Heiraten soll ich die Nanny? Ja, so schnell wie möglich, dann kommen so eine Dummheiten nicht mehr vor. Ich habe auch nichts dagegen. Sie sind ein Ehrenmann und das Geld haben Sie auch. Aber meine Herren, ich will und kann die Nanny doch gar nicht heiraten. Ja, Warum denn nicht? Ja, ich bin doch Ihr Vater. Was? Ja! Jetzt lauft's halt nicht umeinander, wird zwar so närrische Stier. Ihr habt mich in alles eingeweiht und ich werde nichts verraten. Lieber beißen wir die Zunge ab. Gut, Chef. Aber nachdem ihr mir alles gesagt habt, Ja. müsst ihr mich jetzt auch einmal reden lassen. Ja. Und ich sag euch, dass sich an der ganzen Sache nichts geändert hat. Ja? Wieso denn nicht? Frag mal. Was? Du bist der Meinung, dass du der Vater von der Nanny bist. Ja. Dem muss er wird, du hast dir dasselbe eingebildet.
Jetzt ist halt noch ein Dritter da, der sich genau dasselbe einbildet. Ja? Also, ja, wenn jetzt dann der Brief kommt von der Johanna und sie schreibt dir, dass du nicht der Vater bist, Ja. dann kannst du dir gleich sein, ob es der Klemose wird oder der Gutsherr der Vater ist. Ja, das schon, ja. Ja, und schreibt sie dir, dass du nicht der Vater bist, dann kannst du dir auch wurscht sein, ob es jetzt der Bürgermeister oder der Herr Gutsherr der Vater ist. Ja. Ihr müsst euch halt einfach vorstellen, ihr habt in einer Lotterie mitgespielt und nur einer kann den Hauptgewinn machen. Was? Unrecht hat er ja nicht, ne? Das ist ja gar nicht sicher, ob der Eibisch der Vater ist, ne? Der meint halt, weil er der Gutsherr ist, ist er vorn dran immer, ne? Genau, du. Wir haben noch lange nicht verloren. Lange nicht. Wenn bloß endlich einmal der Brief von der Johanna da war. Was ist das? Fax. Was ist Fax? Oh, das ist bestimmt von der Johanna, das Fax. Und was wird jetzt da drin stehen? Ja, was wäre jetzt da drauf Ja, dann wart's ab, bis da ist, lies es, dann war's das. Also dann geh lieber, hol's, lies es, geht's schon? Nein. Was noch? Nein, ich hol's nicht, ich bin viel zu aufgeregt dazu. Was? Holst du? Ich? Ja. Ich bin nicht aufgeregt, mir zittern auch die Hände vor lauter Aufregung. Ja, aber das ist mir was jetzt sei so gut und hol's, wenn du siehst, dass ich es nicht mehr erwarten kann. Also, wenn's meinst, gut. Was? Halt, vorher muss ich dir noch was sagen. Ja, was denn? Wir waren immer die besten Freunde. Ja, das stimmt, ja. Und ganz egal, was jetzt da drin steht, ob du oder ich oder wer anders der Vater ist, Ja. wir bleiben gute Freunde. Du hast es recht, jawohl. Dieses Papier wird unsere Freundschaft nicht zerstören. Hör's? Martin. So, Und jetzt hol's. und jetzt hol ich's. Gut. Ja, hol ich's. Da lies. Lies du bist der Bürgermeister. Ja, aber ich lese dann doch, du lesen magst, ne? Sepp, liest du. Halt, Aber langsam. nicht so schnell. Wie geht der denn schon? Jetzt haben wir es 25 Jahre nicht gewusst, jetzt geht's auf ein paar Minuten nicht drauf zusammen. Nicht hetzen, mein trifft vielleicht mal der Schlag, ne? Ja, also dieses Fax ist von der Johanna. Also von der Johanna. Und sie faxt? Dass ich der Vater bin. Was? Ich bin's nicht? Na, dass ich der Vater bin. Ja. Auch nicht? Doch der Eibisch, hä? Nein. Ja, wer denn dann? Ja, sie faxt, ich komme heute Abend zu euch, bitte Auto zur Bahn schicken. Was, die Johanna kommt! Auto! Die Johanna kommt! Johanna kommt! Franz! Der sagt, wo ist er denn wieder? Franz! Der sagt, Franz! Franz, wir bringen Auto! Jetzt Franz durch, die Hund. Er sagt, lass mir doch, du, klappt das, da kannst doch du nicht mitreden. Dir stinkt er ja bloß, weil die Nani den Gutsherrn nicht heiraten will, gell? Rosl, Ja. bitte, lass mir jetzt mal Ruhe. Mein Gott, na hör's. Tu nicht aufregen. Komm, das schadet nur deiner Schönheit. Da musst du aber du schon viel aufgeregt haben, du. Ich hab ganz was Gutes da. Ich hab ganz was Gutes da für dich. Herrschaftszeiten, da sind jetzt zwei drin. Und was für Tüten gehört jetzt mir? Die blaue. Die blaue, bestimmt die blaue. Blau ist die Treue. Die gehört mir. Da schau her. Da nimmst du jetzt was, die sind gut für deine Nerven. Dann wird's gleich wieder ruhiger. Dann nimm so ein Pulverl. Lass mir eine Ruhe mit dem Pulver, ich habe in meinem Leben noch nie ein Pulver genommen. Das sind doch ganz normale Kräuterzucker. Die sind doch ganz harmlos. Ja, von mir aus, dass du Ruhe gibst. Ja. In einer halben Stunde gehört er mir. Ich nehme auch eins, dass ich weiß, wie weit das er ist. Komm, geh weiter. Hock dir ein bisschen her zu mir, komm. Ich kann mich nicht hinsetzen. Ich habe so eine Unruhe in mir. Jetzt geh weiter, lass die Unruhe sein
und hock dich her da. Ja, von mir aus, dass du Ruhe gibst. Hm? Also, was möchtest du? Ja, was möchte ich denn? Ja, da, nimm noch ein Pulverl. Spürst schon was? Was soll ich denn spüren? Ach so, ja, bei so einem Mannsbild, wie du einer bist, das dann natürlich 2 viel zu wenig, gell? Komm, nimm noch. Da schau her, ich nehme auch eins. Herrschaft, ich habe eine Wut. Das hat ja Wut. Der Sepp hat gesagt, beim ersten, da wird man lustig. Beim zweiten kann man die ganze Welt umarmen. Und beim dritten, da rennt das Blut durch die Adern wie mit 20. Der hat jetzt ja schon 3 gefressen und ist riesig. Komm hier, da, nimm noch, jetzt. Ich könnte die ganze Welt Umarmen? Na, komm, hauen! Also irgendwas stimmt da nicht. Geh weiter, nimm noch. Komm. Hm? Na? Wie geht's dir jetzt? Ich zittert schon. Was? Ich spüre, wie mir das Blut durch die Adern rollt. Ah, jetzt geht's hoch. Also, das Blut rollt durch die Adern wie mit 20 Jahren. Na, wie narrisch! Ah, ja, wie narrisch. Der Sepp, der versteht sein Geschäft. Da, nimm noch. Ich spür's, ich mach halt noch eine Dummheit. Ja, jetzt mach eine Dummheit. Heute schlag ich noch ein paar. Der Sepp muss sich vergriffen haben. Komm da, nimm noch. Aber nicht mit mir. Nicht? Das lasse ich mir nicht bieten. Wieso? Ich bin der Klemoser-Wirt. Ja? Und ich muss... Was hast du denn jetzt? Ja, um Gottes Willen, da nimm noch was. Ja, was hat er jetzt? Ja, um Gottes Willen, dem wird doch nicht schlecht worden sein. Ja, Sepp, also der ganze Frieden nutzt er nicht. Am gescheitsten, Sie gehen nach Ebersberg zu. Ja. Was Sie wohl nicht haben, dass der Franz wegen mir mit seinem Vater einen Streit hat. Ja, ja. Verstehst du das? Ja. Die Liebe, gell, das ist ein ganz gefrecktes Ding, ja. Da ist man auf einmal verliebt und dann plötzlich... Was ist plötzlich? Hast du was, Mann? Was denn? Was? Ich weiß nicht. Ja, was hast denn die Leute? Sie hat das Abwehrmittel vom Gutsherrn erwischt. Sag mal, was lachst denn du so? Sie hat die verkehrte Tüten erwischt. Was für ein Tüten? Wo werden die gehen, muss er sein? Ich weiß nicht, ich habe schon Anni, was lange ist? gesehen. Schaut aus, bist fertig. Ja, ich muss mich bloß noch von deinem Vater verabschieden. Aha. Hoffentlich lässt er mich fort. Also mich kann ja rausschmeißen, aber dich kann ich mit Gewalt halten, wenn du unbedingt bleiben willst. Da bin schon ich auch noch da, gell? Wenn du unbedingt gehen willst, packst du deine Sachen. So, und jetzt darf sich einmal schön anständig verabschieden, wie sich das gehört. Ja? Aber. Ja. Oh, Mann. Ja, Herrschaft. Hey, hallo, du! Hab ich dir nicht gesagt, dass ich das nicht gern sehe, wenn du der Nanni Ski tust, hä? Die Nanni ist meine Braut und alles andere geht dir nicht so. Du pass ja mir auf, du. Ich werde dir gleich sagen, ob mich das was angeht oder nicht. Hast denn du ganz vergessen? Nix hab ich vergessen. Aber ich hab noch mit dem Bürgermeister geredet und der hat gesagt, es besteht kein Hindernis. Gleich muss er lass die jungen Leute in Ruhe, sei doch gescheit. Du mischst dich du nicht in andere Familienangelegenheiten, ne, gell? Ich bin der Klemoser Wirt und ich mu... Noch her, du!
hat denn der Vater, ha? Ja, Strafe muss sein, ja, ja. Aha. Und jetzt verschwindest du zwei. Alles andere mach ich. Ich danke dir, Schisse. Komm, Franz, geh mal einpacken. Geh mal ein. Mit so jungen Leuten da hat man halt eine Freude. Ja, weil da haben wir. Ach, Sepp, gut, dass du da bist. Ist gut. Sepp, ich glaube, ich habe gestern meine Pillen vergessen. Ach so, ja, schauen wir mal, Moment einmal. Ah ja, dann nehmen wir es der IT da, gell? Ja. Besten Dank, lieber Sepp. Ah, übrigens, vielleicht interessiert Sie einer, die Johanna kommt. Ja? Die Johanna kommt. Ja. Was für Johanna? Die Gstettner Johanna, die Mutter von der Nanny. Was, die Johanna? Ja, ja. Interessant, interessant. Wann kommt sie denn? Jeden Moment, der Zug ist schon da. Was? Ja, dann warte ich hier auf Sie. Obwohl der Klemoser Wirt gestern so eigentümlich unfreundlich zu mir war. Wieso? Ja, ich habe ihm und dem Bürgermeister eine Aufklärung gegeben. Ja, plötzlich starren mich beide an wie Wilde, rasen davon und lassen mich alleine sitzen. Da sind Sie nicht der Einzige, den die zwei sitzen haben lassen. So? Sind wir schon wieder da? Ja. Herr Wirt, ich habe gerade erfahren, dass die Mutter von der Nanny kommt. Ich werde hier auf Sie warten. Ich hoffe, es ist Ihnen recht. Denn gestern waren Sie und der Herr Bürgermeister ziemlich unhöflich zu mir. Ich? Ja. Unhöflich. Jawohl. Zu Ihnen. Wissen Sie was? Wenn ich zu unhöflich bin, ging es halt woanders hin. Interessant, interessant. Jetzt bin ich aber baff. Ja, wie reden Sie denn mit mir? Gerade so, wie es mir passt. Und wenn Ihnen das nicht passt, brauchen Sie ja nicht mehr reinkommen zu mir. Interessant, interessant. Ja. Und außerdem... Er schreit schon wieder! Dieser Klemoser ist doch wirklich ein komischer Kauz. Ne? Ach, da kommt ja die Johanna schon an. Was, die Johanna? Kommt. Ach, interessant. Interessant, ja, freilich, ne? Einen Schluck. Weil das ist... Also, glaubst du, ich hab gar nicht gewusst, dass ich mein Alter noch so sausen kann. Du bist doch selber schuld, wenn du die Tüten verwechselst. Wieso? Du hast die Kräuter vom Gutsherrn erwischt. Was? Ja, nein. Ja, was war denn da drin? Ein Mittel, wie man schneller aufs Heisel kommt. Das hab ich gemerkt. Muss mich entschuldigen, hoher Besuch ist angesagt. Muss ich schnell grüß Gott sagen, gell? Also dem kaufe ich so schnell nichts mehr an. So. Ja, sag einmal, du hol die Hutschachtel, du elendige, ha? Was hast du mir denn da gegeben? Du brauchst dich gar nicht aufregen. Ich hab genau dasselbe gefressen wie du. Und? Kannst du mir erklären, für was das gut sein soll? Ha? Ja, also das war der Sepp, der hat mir eine Tüten mit Pillen gegeben für die Liebe. Ja, und hat einen Gutsherrn auch Pillen gegeben. Und ich, riesenrimpfig, ich hab die zwei Tüten verwechselt. Ja, und da waren Sausegeschwind-Tabletten drin. Das kommt davon, wenn so ein altes Schlachtschiff noch von der Liebe träumt. Also, gell, das tut mir verbieten, ich bin kein altes Schlachtschiff, gell? Ah, du bist nicht alt, ne? Ja. Du brauchst dir nicht einmal am Friedhof rausgehen, weil es heimgehen nicht mehr rentiert, du. Also, weißt du, was du bist? Ja? Du bist ein ganz geschärter. Aber der Sepp kann was erleben, wenn ich... Geh, schick mir doch deinen Vater rein. Ich kann ja gar nicht mehr sagen. Ja, Herr Eibisch. Liebste Johanna, verehrte Gnädigste, Sie werden immer interessanter.
interessanter. Dankeschön, es freut mich sehr, Sie zu sehen. Ja, wer kommt denn da? Ein ganz lieber, alter Bekannter. Christi Gott, Sepp. Ja, ich bin's, der Sepp. Herrschaft, schaust du gut aus. Danke. Wir dürfen dich nicht sagen zu dir. He? Jetzt glaube ich's aber. Handel natürlich, so wie früher auch. Grüß dich, Herr. Freut dich, dass du da bist. Na, sie ist schon da. Ja, Ja, das ist doch nicht die Johanna. doch. Christi Gott, hier. Na, gib's mir keine Hand? Ja, da. Gut schaust aus. Viel schöner bist worden. So. Früher bist du barfuß, gell? Ja, und jetzt habe ich Schuhe an, gell? Und Ja. Reklam. Du, hier, sie darf ganz gern mit dir was reden. Ja, hoffentlich steht es durch. Aber allein. Und ich hoffe, die Herren sind mir nicht böse. Das war das Wichtigste. Aber verehrteste Johanna, ich habe auch etwas sehr Wichtiges. Später, Herr Eibisch, ja? Später. Gut, dann komme ich später nochmal. Komm, Sepp, wir wollen nicht länger stören. Interessant. Interessant. Für die gute Weise. Ja, hier ist dann, da die sagen, nimm Platz. Was ist? Geht's dir nicht gut? Bis jetzt schon noch. Also, Ja. Ja, wer ist denn da? Die Johanna, wie sie lebt und lebt. Grüß Gott, Martin. Komm, lass dich umarmen. Na, nicht so stürmisch. Nee. Ja, zuerst da ich mit euch zwei gern was reden. So? Ja, dann Ja. Nimm doch auch Platz, Ja, gut. bitte. Dann setze ich mich heute ein bisschen Gut. wieder. Ne? Ja. Also Ja. leider habe ich nicht viel Zeit, weil ich muss unbedingt den Nachtzug noch erwischen. Was, heute noch? Ja, heute noch. Also, Ja, ihr zwei habt mir einen Brief geschrieben. Jawohl, einen Brief. sehr richtig, einen Brief. Ja. Einen unverschämten Brief. No. Was? Unbestimmt? Aber na. Na, no unverschämt war der nicht. Na, Ich darf sogar sagen, sehr unverschämt. na, der war doch so freundlich. Ja, wir haben uns die allergrößte Mühe gegeben. Ja. So, naja, wahrscheinlich kennt es halt nicht anders. Aber ich frage mich, was das soll. Das heißt, was ihr eigentlich von mir wollt und vor allen Dingen bitte, was soll die Frage am Ende des Briefes? Ja, mei, wir möchten heute gern wissen. Wer der Vater von der Hanne ist. Der Nanni. Hä? Ja. Ja, was geht denn euch zwei so? Ja, was geht denn uns das an? So wie es ausschaut, gar nichts, ha? Ja, ich glaube aber schon. Ja. Wir möchten halt wissen, Ja. wer von uns zwei. Ja. Von euch zwei? Ja. Ja, ihr seid ein bisschen verrückt worden. Ja, schon lang, ja. Das Na, weiß ich. na, aber schau, ich meine, also vor 25 Jahren. Ja, das ist eine lange Zeit und ich glaube, es war vernünftiger, mir dann das Ganze vergessen. Ja, aber ich möchte trotzdem gerne wissen, wer... Und ich möchte gern wissen, wie ihr dazu kommt, mir so einen Brief zu schreiben. Bitte sag ja. Sagst du doch du bist der Bürgermeister. Also, oder? sag's ich. Also- Also wie die kleine Nanni zu uns gekommen ist, da hat's uns so gut gefallen. Genau, da hat es uns sehr Ja, gut da wäre gefallen. ich jetzt sehr stolz, wenn du sagen würdest, dass ich der Vater bin. Ja, da wäre ich sehr stolz. Aber der hier ist dagegen behauptet, Genau, das behaupte ich und auch. weil wir so stark im Zweifel sind... Halt, stopp! Jetzt klang's. Was? Also, dass wir Dummheiten gemacht haben, gut. Ich wiederhole, Dummheiten. Ja. So wie da jeder andere auch gemacht hat. Naja, aber es war nichts Ernstes dahinter. Wie ich gesagt habe, ne? Jetzt rede ich. Aha. Wie mir dann das Malheur passiert ist mit meiner Nanny und ihr mir Geld aufs Taufkissen gelegt habt, Ja. da war ich euch sehr dankbar dafür. Aha, da- Und das habe ich euch auch gesagt. Ja. Aber mehr nicht. Aha. Oder, Martin, habe ich dir vielleicht gesagt, dass du der Vater warst? Eigentlich nicht, ne? Und habe ich es dir gesagt, hier ist... Habe ich nichts gehört, ne? Na also, Ja. wie kommt ihr dann überhaupt auf diese idiotische Idee? Ja, wir haben uns halt gedacht, ne? Ja. Denkt, Was? ihr zwei habt's denkt. Ja, das passiert auch manchmal. Ja, das hätt's lieber bleiben lassen sollen. Was? Es war vernünftiger, ihr überlasst das Denken die Pferde. Die haben größere Köpfe als wir ihr zwei. Ja, gut. Ja.
Aber ich frage mich, wo soll ich jetzt 2 Pferde hernehmen? Ne? Martin. Also, für mich ist die Sache jetzt erledigt. Und ich glaube, ist die Sache ganz gut so. Hier ist, weil, so viel ich weiß, hat ja dein Bub mein Mädel recht gern. Ja. Aber ich darf es trotzdem gern wissen, wer der... Das ist mein Geheimnis. Und wenn's die Nanny nicht unbedingt wissen will, dann wird es auch bleiben. Siehst du das? Jetzt wissen wir genauso viel wie vorher. Gut, sagen wir das. Auf alle Fälle hier ist. Du bist draußen. Ja, oder glaubst du vielleicht, dass ich zu der Hochzeit Ja sagen darf, wenn du der Vater warst? Nanny. Ne, wärst doch nur ein Vater, aber bloß noch der Schwiegervater. Das ist der bereit, oder? Natürlich. Franzl, wie ich gehört habe, dass sich der Sohn vom Klemoser in mein Mädel verschafft hat, habe ich natürlich sofort herfahren müssen. Ja, aber mein Vater hat gesagt, ich darf die Nanny nicht heiraten, weil sie meine Schwester ist. Stimmt denn das? Das hat dein Vater gesagt. Das hat er gesagt. Ja, weißt du, Franzl, das wird er deshalb gesagt haben, weil er sich nicht sicher war, ob ich auch die Genehmigung zu eurer Heirat gebe. Gell, sowas? Genau, so war's. Ja. Sowas. Ja gut, dann frage ich gleich mal die Mutter von der Nanny. Darf ich die Nanny heiraten? Also, von mir aus natürlich gern. Das heißt, wenn meine Nanny dich überhaupt mag. Ja, freilich mag's mich. Vater, wie schaut's aus? Bist du einverstanden? Na, jetzt schon. Ja. Da bin ich ja gleich der glücklichste Mensch von der Welt. Na, also, das freut mich, Franzl. Wie sieht's aus? Darf man schon wieder kommen? Aber natürlich, Herr Eidisch, wir sind uns schon einig. Jetzt sagt mir gerade, dass meine Mama da ist. Ja, Mein, wie schön, dass du da bist. Grüß dich Gott. Also, wie ich deinen langen und stürmischen Brief gekriegt habe, habe ich natürlich sofort herfahren müssen. Schön. Ja. Und jetzt habe ich gleich eine gute Nachricht für dich. Ja, was denn? Dein Franzl, der gehört dir. Was? Ja, ist das wirklich wahr? Ja, freilich, mein Vater ist einverstanden. Was sagst du? Schön. Darf ich dir dafür ein Puzzle geben? Ja, das darfst du. Mei, hat's der gut. Nein, Tommy. Ja, sicher war. Aber es ist doch was Schönes, wenn Eltern das eigene Kind so glücklich sehen. Ja. Du Mama, ja, du hast doch einmal zu mir gesagt, wenn ich groß bin, dann werde ich erfahren, wer mein Vater ist. Schau mir an, wie groß das ich schon bin. Und du bist dir sicher, dass du nicht mehr wachsen wirst? Ja. Nein, ich weiß nicht so recht. Also Mama, wenn mein Papa noch am Leben ist, so, dann soll er auch Freude an uns haben. Natürlich lebt er noch und er ist sogar unter uns. Was? Was? Du schleichst jetzt, du bist dran. Ja, aber wer ist denn da, bitteschön? Tja, Madel, dein Vater ist ein ganz braver und ehrenhafter Mann. Jetzt bist du auch draus, gell? Aber wir haben heute einfach nicht zusammenkommen können. Mama, jetzt sag mir endlich, wer ist denn? Also gut, wenn du es unbedingt wissen willst. Ja. Also es ist auch... Dein Vater ist der Sepp. Der Sepp! Der Sepp! Du bist mein Vater! Das freut mich, aber die habe ich einmal schon recht gern gehabt. Der Sepp wird mein Schwiegervater, das gefällt mir. Herr Eidisch, sagen Sie mal, haben Sie der Nanny auch 10.000 Mark und das Taufkissen gesteckt? 10.000. 20.000. Yes, das war der doppelte Depp.